Also, wir sind jetzt am Weg in die Thorsmörk und das Spannende ist, es steht schon heraus, ein Schüttel, mit dem ich sehr wohl gerechnet habe. Es ist quasi diese Straße nicht für jedermann und vor allem auch nicht für normale Passenger Cars und auch nicht für kleine Jeeps. Wir sind mit dem Dacia Duster definitiv ein kleiner Jeep. Es ist aber Ja, so. wir sind eigentlich gar kein Jeep. Wir sind gar kein Jeep. Aber es ist ja so, dass wir trotzdem ein bisschen reinfahren und wir wissen, wo die größeren Flüsse sind. Um die geht es hauptsächlich und die werden wir nicht kreuzen, weil wir nicht lebensmüde sind. Aber wir werden es uns mal ein bisschen anschauen und genau. Wenn die Flüsse zu tief werden, dann ist es ganz wichtig, dass man zuerst sich einmal das Ganze anschaut, ob sich das überhaupt ausgehen kann. Und das macht der Axel jetzt sehr brav. So, nachdem wir jetzt ein bisschen weitergekommen sind in die Thorsmörk, nach dem Schüttel, wo ja eigentlich steht, wir mit unserem Auto haben noch nichts verloren, haben wir jetzt einen der Flüsse gefunden, der schon ein bisschen schwerer zu überqueren ist. Da hinten ist zum Beispiel wesentlich mehr Gletscherwasser und eine trübe Farbe, das heißt, man kann den Untergrund ganz schwer erkennen. Man muss sich da sehr genau darauf verlassen, was für ein Auto man hat, wie viel Tiefe möglich ist und das kann man abschätzen. Im besten Fall geht man sogar mit die Füße rein und stochert ein bisschen im Boden herum, damit man ja nicht irgendwelche Bäche übersieht und speziell fest sitzt. Wir werden das jetzt nicht mehr machen, weil wir natürlich da raus müssen wieder und man möchte nicht mutwillig das Ganze riskieren. Wir werden uns aber den Typen, der da vorne kommt, ein wenig anschauen. Der hat nämlich das richtige Gefährt und dann sehen wir, wie man da durchfahren würde, wenn man ein größeres Auto hätte. Ja, okay. Und Axel? Schön gemacht, richtiges Gefährt. Richtiges Gefährt. Ja, ein paar Attraktionen gibt es ja am Weg eine in die Thorsmörk auch, unter anderem da. Ich muss lesen. Ich kann es nicht lesen. Nöldhuser Gel, also so eine Art Canyon mit Wasserfall hinten. Ja, Schaut auf die Bilder sehr cool aus. Es gibt da einen großen Parkplatz. Es stehen aber andere Autos. Das heißt, es ist cool. Und wir schauen kurz rein. Also das Ganze ist eigentlich ein sehr, sehr lieber Canyon mit fast keine Leute. Man muss nur immer wieder mal durch den Bach gehen. Das heißt, gutes Schuhwerk, nicht so viel hier. Und gutes Gleichgewicht ist gut. Mit unserem Schuhwerk. Also, der Fluss ist direkt neben uns. Da müssen wir laut reden. Es ist da hinten quasi dann halbwegs gar. Dann fängt so eine Art Klettersteig an. Das geht nur zu einem schönen Wasserfall, aber da wird man ziemlich nass, wenn man keine Wanderschuhe hat. Drum, naja, aber wir schauen einmal.
Ja, wir sind wieder draußen. Wir haben es überlebt, trotz unserer Schuhe. Aber es war cool. Wir können es definitiv weiterempfehlen, aber mit 3 kleinen Hints. Erstens, sehr gut aufpassen. Zweitens, es ist eben sehr rutschig, drum gutes Schuhwerk. Und drittens, beachtet, die Straße bis daher ist nicht für jedes Auto geeignet. Ja, 4x4 ist zu empfehlen. So, unser nächster Spot wurde schon fast erreicht und zwar wieder mal ein Wasserfall, wie kann es anders sein, mit dem schönen Namen Hauifoss. Es ist einer der höchsten in Island und auch einer der schönsten. Drum haben wir den doch ein bisschen groben Weg daher auf uns aufgenommen. Wir empfehlen definitiv einen 4x4, weil eben sonst da das Rental Agreement da geviolated wird. Boah, die Anglizismen. Das heißt, wenn man irgendwie einen Schaden hat durch die Straßen und man abgeschöpft werden muss und das Auto weh ist, dann ist man ziemlich am Gesäß. Ja, wir schauen uns das jetzt an. So, wir sind jetzt beim Hauifoss und seinem kleinen Bruder da drüben stehen da. Und es ist tatsächlich einer von den höchsten Wasserfällen des Landes mit 128 Meter. Und wenn man da herkommt, sieht man jetzt schon richtig, wie mächtig der Wasserfall ist. Was sehr schade ist, ist, dass man keine Drohnenaufnahmen machen darf. Wir respektieren das natürlich. Man sieht es aber von oben trotzdem auch sehr gut und ja, braucht man eigentlich gar keine Drohne. Genau. Ihr seht definitiv ein Wasserfall, den man auf keinen Fall verpassen darf. So, nächster Stopp erreicht. Wir sind jetzt beim Seöldugljúfur, also am sehr schönen Canyon. Seöldugljúfur. Also dort angekommen und es ist ein sehr, sehr schöner Canyon mit Wasserfällen, türkisblauem Wasser und grünen Wänden. Das heißt, richtig geile Farbenkombination. Also aussehen in die Köden und in den Wind, es zahlt sich hoffentlich aus. Okay, wir sind jetzt schon da und das schaut sogar bei schlechtem Wetter richtig gut aus.